Kommst mit auf eine kleine Reise, auf einen Besuch ins Schlummerland. Heute besuchen der Flick und Fanian 2 Muns, die im Wald ein ganz besonderes Zuhause aufgebaut haben. An diesem Ort können sie ihren Ideen freien Lauf lassen und das machen, was sie gerade am liebsten wollen. Heute malt Fanian ein Bild und der Flick bastelt ein Windspiel. Also, dann machst du jetzt so bequem, wie es nur geht. Und dann machst du deine Augen zu. Der Ort, wo du bist, ist immer noch da, auch wenn du die Augen zu hast. Und jetzt stellst du dir vor, dass irgendwo da in der Nähe um dich herum eine Tür siehst. Eine Tür mit einer Türfalle. Wenn du jetzt die Türfalle abdrückst und durch die Türe durchgehst, bist du da. Im schönsten Land, das es gibt. Im Schlummerland. Das Schlummerland ist eigentlich ein grosser Spielplatz. Es bietet für alle Lebewesen, die hier wohnen, einen Raum, um sich auszutoben. Wenn zum Beispiel ein paar Eichhörnchen sich treffen an einem Baum, können sie ganzes wildes Fangis machen. Die Bäume durch und durchab und den Ästen entlang. Sie können vom einen Baum zum anderen kumpen und über den Boden flitzen und sich in Gebüsch verstecken. Oder wenn die Schildkröten zusammenkommen am Strand vom Schlummerland, dort, wo das grosse Meer ist, dann spielen sie Versteckis im Sand. Sie graben sich ein mit den Hinterbeinen und versenken den Panzer so tief im Boden, dass nur noch der Kopf rausgüchselt. Eine Schildkröte kriecht dann umeinander und sucht ihre eingegrabenen Freundinnen und Freunde. Das ist einmal recht lustig, weil manchmal meint sie dann, ein Stein sei der Kopf von einer anderen Schildkröte und freut sich schon, dass sie jemanden gefunden hat. Dann lachen die eingegrabenen Schildkröten leislich vor sich an und manchmal auch so laut, dass sie dann gerade doch noch entdeckt werden. Auch die Muns spielen gern. Muns leben auch im Schlummerland. Sie sind klein und zottelig mit 2 Armen und 2 Beinen und einem grossen Kopf, der auf breiten, haarigen Schultern sitzt. Die Muns sind nicht sehr schnell. Das heisst, dass sie rennen, das kommt eigentlich fast nie vor. Sie haben auch keinen Grund dazu, weil pressieren muss man im Schlummerland nie. Und es gibt auch keinen Moment, wo man vor etwas wegrennen müsste. Aber Rennen kann natürlich auch einfach Spass machen. Und Spass, das haben auch die Muns gern. Jeder Ort im Schlummerland ist gut zum Spass haben. Aber einer ganz besonders. Der Ort ist das Zuhause von 2 Muns, die hier miteinander wohnen. Sie heissen Li und Lagros. Die beiden haben sich ihr Zuhause ganz speziell eingerichtet. Sie wohnen auf einer grossen Lichtung im Wald. Es hat dort eine Ecke, wo sie schlafen. Eine kleine Nische in einem Stein am Rand der Lichtung, wo ausgepolstert ist mit Blättern, Moos und vielen farbigen Küssen. Ein Bett, wie es viele Muns gern haben. Der Rest vom Platz ist voll mit sehr besonderen Sachen, wo die Li und der Lagros, seit sie da wohnen, hergezaubert und gesammelt haben. Muns können nämlich zaubern, und zwar indem sie 3-mal auf ihren Bauch klopfen.
und dabei ganz fest an das denken, was sie brauchen in dem Moment. Die Li und der Lagros haben die Lichtung aus einem ganz speziellen Grund ausgewählt. Der Ort hat in ihnen etwas aufgeweckt. Wo sie beide zusammen das erste Mal über die Wiese im Wald gelaufen sind bei beiden ganz viele Ideen aufgestiegen. Ideen für Bilder und Lieder und Tänze. Sie sind ganz kribbelig geworden und haben fast nicht mehr ruhig laufen. So fest haben sie Lust gehabt, um etwas zu machen mit diesen Ideen in ihrem Kopf. Da haben sie gewusst, dass das der richtige Ort ist für ihr Zuhause. Ein Zuhause, wo man ganz einen Haufen schöne Sachen machen kann. Die eine Ecke der Lichtung ist eine Art Malstation. In einem Kreis stehen da ganz viele Töpfe, die gefüllt sind mit glänzigen, satten Farben. In der Mitte des Kreis kann man ein Blatt oder sonst etwas anlegen, das man bemalen möchte. Und dann kann man im Kreis herumgehen und die Finger in den Topf stecken, den man gerade möchte. Es hat da nicht nur Farben, sondern auch Töpfe, die mit Glitzer oder mit kleinen, funkelnden Steinchen gefüllt sind. Auch die kann man brauchen für das Kunstwerk. In einer anderen Ecke vom Garten liegen ganz viele verschiedene Klötze aus Holz und aus Kork, zum Teil auch aus Stein. Die Klötze haben die unterschiedlichsten Grössen und Formen. Es ist der Li ihr Lieblingsort. Da baut sie gerne Türme oder etwas, das aussieht wie ein Schiff oder ein Haus. Oft baut sie den ganzen Tag dran und wenn es Abend wird, baut sie ihr Werk wieder ab. So kann sie am nächsten Tag wieder etwas ganz Neues aufbauen. Etwas, das nichts mit dem vom Tag vorher zu tun hat. Neben dem Bau und dem Malecken liegen in der Li und dem Lagros ihrem Garten noch ganz viele andere Sachen. Ein grosser Haufen aus Laub, wo man sich reingehen lassen kann. Und eine Art Trampolin, wo die beiden zusammen mit anderen Munds aus Lianen gebaut haben. Sie haben auch ein Gireizli, das am Ast von einem riesengroßen Baum hängt, so dass man so richtig weit hindern und vorne schwingen kann. Man kann so hoch aufschwingen, dass, wenn man zuoberst oben ist, sogar das Meer sieht. Der Li und dem Lagros, ihr Garten, ist weit bekannt und oft kommen andere Munds vorbei, zum Spielen oder zum künstlerisch sein. Auch der Flick und Fanian kennen die beiden und ihr Spielparadies. Der Flick und die Fanian sind zwei Mundsfreunde, die gern zusammen unterwegs sind im Schlummerland und miteinander Sachen unternehmen. Zum Beispiel eben auch die Li und den Lagros in ihrem Garten besuchen. Die beiden sind gerade am Essen, wo der Flick und die Fanian zu ihnen auf die Lichtung kommen. Es gibt eine Art Salat aus farbigen Blütenblättern und zum Trinken Sonnentee. Sonnentee ist der Li ihre Spezialität. Für den sammelt sie im Wald und auf der Wiese vom Schlummerland ganz viele feine Kräutchen und tut sie in einen grossen, farbig angemalten Krug aus Ton. Den Krug füllt sie dann am nächstgelegensten Bächli mit Quellwasser und stellt dann für ein paar Tage in die Sonne. Das Wasser wird so mit weichem Sonnenlicht aufgetankt und die Kräutchen machen aus dem Wasser einen leichten, hellgrünen Tee. Der Lagros gibt den beiden Munds ein bisschen vom Tee zu trinken. Beide kommen ein kleines Tonschälchen über, das die Li, genau wie der Krug auch, selber gemacht hat.
Natürlich könnten sich Muns so Gefäße auch einfach zaubern, aber die Li tut eben gern töpfern und die Tassli, Krüge und Schäleli dann anmalen. Die meisten Muns essen ohne Teller oder Tassli. Aber bei der Li und beim Lagros ist eben alles ein bisschen besonderig. Der Li, ihres Fell ist heute dunkelgrün und sehr lang und glatt. Auf dem Kopf hat sie einen grossen Hut aus Stroh, wo ganz viele farbige Blumen dran gesteckt sind. Zwischen diesen Blumen sitzen selber bastelte und farbig angemalte Figürchen aus Ton und Stroh. Lagros' Fell ist kurz und grau und er hat nichts auf dem Kopf, dafür etwas an den Füßen. Und zwar 2 sehr grosse, gelbe Gummistiefel, obwohl es gar nicht regnet. Der Flick und Fanian trinken genüsslich und langsam vom feinen, fein schmeckenden Sonnentee. Sie spüren, wie das Kräuterwasser sie belebt, wie es in ihnen etwas aufweckt, wo Lust macht, um sich da im Garten zu bewegen. Die Fanian spürt, wie fest sie Lust hat, um etwas zu malen. Vielleicht ein Bild, das sie nachher einem Flick könnte schenken. Auch der Flick spürt die wunderbare Wirkung vom Sonnentee. Vielleicht könnte er so etwas wie ein Windspiel bauen, das er der Fanian geben könnte, damit sie es bei sich daheim im Baumhaus aufhängt. Etwas, das tönt, wenn der Wind reinbläst und sie noch lange an den schönen Nachmittag erinnert. Der Flick und Fanian stellen vorsichtig ihr Schäleli ab auf den holzigen Tisch, wo der Lagros selber gezimmert hat. Die Li und der Lagros lächeln sie verschmitzt an und der Flick und Fanian lächeln zurück und tauchen dann ein in den grossen Garten, voll mit diesen wunderbaren Möglichkeiten. Die Fanian stellt sich in Kreis zwischen die Farbtöpfen und legt ein grosses Stück Rinde, das sie auf dem Platz gefunden hat, in der Mitte ab. Das soll ihre Leinwand sein. Die Fanian nimmt keinen Pinsel, sondern dünkelt zuerst ihre eine und dann ihre andere Fingerspitze in einen Farbtopf, wo im Kreis steht. Sie schaut nicht, was es für eine Farbe ist, sondern lässt sich einfach von ihrem Gefühl leiten. Sie tunkt mal dort und mal da rein und die Farben vermischen sich zu schönen neuen Verbindungen, die Fanian noch nie gesehen hat. Sie pinselt auf die Rinde in einem wilden Muster und Fanian vergisst alles um sich herum. Es gibt in dem Moment nur noch sie und die Farbwelt und das Bild vor ihr, wo immer farbiger und ausgefüllter wird. Sie bewegt sich hin und her zwischen den Farben. Alles passiert wie von selber. Die Fanian macht die Augen zu und spürt, wie schön das ist. Einen kurzen Moment bleibt sie stehen und schnauft ganz tief ein und aus. Und dann macht sie langsam weiter, ohne ihr Kunstwerk in eine Richtung zu leiten. Sie lässt einfach ihren Körper und ihre Hände entscheiden, was da entsteht. Auch der Flick ist am Kreieren.
Er hat auf dem Platz ein paar Bambusstäbli gefunden und setzt sie mit Hilfe von einem feinen, seidigen Faden zu einem Windspiel zusammen. Die Bambusstäbli sind hohl und verschieden lang und tönen, wenn sie einander berühren. Der Flick bohrt mit einer Dorne feine Löchli in die Stäbe, so dass er eins nach dem anderen an einen Faden hängen kann. Die einzelnen Fäden macht er dann fest an einem grösseren, flachen Stück Holz. Eins nach dem anderen. So entsteht ein wunderschönes Mobile aus Klangstäben. Der Flick ist ganz vertieft in seine Arbeit. Er ist sehr konzentriert und arbeitet ruhig und langsam. Stück für Stück, Röhrli für Röhrli nimmt sein Geschenk an die Fanian-Form an. Der Flick hört immer wieder mal, wie der eine oder der andere Ton tönt, aber vor allem lässt er die Klänge einfach passieren. Weil im Schlummerland alles zusammenpasst und harmonisch ist, vertraut er darauf, dass das auch bei dem Windspiel so wird sein. Die Fanian und der Flick sind ganz für sich und trotzdem verbunden durch die Bewegung, wo beide in sich spüren, wo bei beiden auf eine andere Art und Weise nach außen weht. Der Flick, wo gern Musik hat und Instrument, und die Fanian, wo so gern Farben und Formen hat. Was sie schaffen, ist unterschiedlich, aber wachgerufen wird es von der gleichen inneren Kraft. Eine Kraft, die Teil von jedem Lebewesen ist. Eine Kraft, wo man nur wachkützeln und voller Vertrauen ausbrechen lassen. Einfach loslegen und malen oder tanzen, singen, basteln oder bauen. Ganz ohne sich Gedanken zu machen, warum. Der Flick und die Fanian sind so vertieft in ihre Arbeit, so vergessen im Moment, dass sie gar nicht merken, wie die Sonne am Himmel vergeht und wie es Abend wird im Schlummerland. Die Li und der Lagros haben sich schon in ihr Schlafnest gesetzt und schauen den beiden Munds zu, wie sie ihre Kunstwerke vollendet. Der Flick das Windspiel und die Fanian ihr farbiges Musterbild. Die Fanian hat, wo sie angefangen hat zu malen, nicht gewusst, wann das ihr Bild fertig ist. Aber es kommt der Moment, wo sie spürt, dass sie jetzt nichts mehr dazu zeichnen muss. Dass das Bild genau so muss sein. Es ist dick bemalt mit den verschiedensten Farben, mit feinen Strichen aus Glitzer und an gewissen Orten hat es so viel Farbe, dass sie etwas von der Unterlage absteht. Der Moment, wo ihr Bild fertig ist auch der Moment, wo die Fanian merkt, wie müde das sie ist. Sie gähnt und schaut zu ihrem Freund Flick über. Der sitzt auf dem Boden und schaut sein Windspiel an. Auch er ist mit seinem Kunstwerk zufrieden und lächelt Fanian an, wo sich ihre Blicke treffen. Wie schön, denkt Fanian. Morgen schenke ich dem Flick mein Bild. Ich bin schon gespannt, wie er es findet. Aber das erste Mal möchte Fanian schlafen. Sie und der Flick stehen fast gleichzeitig auf. Er hat sein Windspiel in der Hand. Sie laufen aufs Nest von der Li und dem Lagros zu. Heute schlafen sie alle miteinander in dieser bequemen, weichen, warmen Nische.
Die Li und der Lagros haben sich schon hergelegt und ihre Augen zugemacht. Und auch der Flick und die Fanian legen sich jetzt an. Der Flick hebt sein Windspiel über seine Freunde und Freundinnen und bewegt es ganz fein hin und her. Fanian kuschelt sich tiefer in die weichen Blätter unter ihr und zieht eine weiche, dünne Decke aus hellem Stoff über ihren haarigen Körper. Sie spürt in sich inne eine Wärme, die Energie vom Sonnentee und von der Kraft, wo sie hat, das Bild malen. Was für ein schönes Gefühl das ist, wenn man seinen Ideen freien Lauf lassen kann, denkt sie. Wenn man sich leiten lassen von dieser inneren Bewegung, wo Ideen oder Gefühle für alle sichtbar werden lässt. Die Kraft, die einem die Hände oder den Körper lenkt, wie von man selber, wenn man malt oder tanzt. Der Flick glöckelt weiter mit seinem Windspiel, glöckelt sie und die Li und der Lagros in Schlaf, bis er selber einschläft und bis die Nacht sich über alle Monds im Schlummerland leitet. Und alles ist, wie es ist im Schlummerland. Der Flick und die Fanian, die Li und der Lagros schlafen tief und fest. Unter ihnen und über ihnen ist alles weich und still. Nur ganz ein feines und langsames Schnaufen kann man noch hören. Ein und aus. Ein und aus.